Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind alle Menschen und dafür sind wir auch alle gut unterschiedlich. Die einen fanden etwas als Stress am Mobbing, während andere als normal empfangen. Die einen kennen hier Stärken und hier Schwächen, und hier Grenzen, und andere nicht. Die einen wissen, wer wo sie hier Zeit am besten investieren, und hier Stärken optimal ersetzen, und sie wissen, in welchem Bereich sie Männer begabt sind und auf Hilfe angewiesen sind. Das gilt am Privatleben und am Berufsleben. Die Arbeitsplätze, Kolleginnen und Kollegen, haben sich die letzten Jahrzehnte außerordentlich geändert. Es ist ein Wandel gewesen an unserer Ökonomie und die Herausforderungen, die jeweils Leute, sind grundverschieden. Den 31. Juli habe ich diese Interpellation angefragt. Den engen hat das so lange gedauert, bis wir auf Nord gekommen sind. Die anderen fanden wir genau den richtigen Zeitpunkt, andere fanden, es müsste Misere gehen. Ob es Misere soll gehen oder nicht, sie hat eingestellt. Für mich war es wichtig und auch gut, dass der Teil am Kader stattfindet, nachdem mein Kollege des Serge Filmes seine Interpellation hat über den Bien-être generell und auch mein Kollege Paul Galles die Interpellation hat über die Armut. Weil aber alles an die Gesamtdiskussion vom Bien-être herangehört. Der Bien-être au Travail wird von allen Beschäftigten, von allen Kader, von allen Menschen anders interpretiert. Ich habe mich schon seit längerer Zeit als Herrbeamtlicher Gewerkschaftssekretär mit der Thematik beschäftigt. 1992 haben wir als ZGB eine Broschüre herausgegeben, die hat geheißen Humanisierung der Arbeitswelt, wo wir uns interpretiert hatten, inspiriert hatten und die Kollegen aus Deutschland und aus Frankreich, wo wir an der Großregion darüber gesprochen haben, weil die Industrie an den Arbeitsmarkt sich immer anders entwickelt hat und eine Dynamik gekriegt hat, die hier vorher nicht gekannt hat. Es gibt auch vieles über das Thema an der Literatur. An der Literatur, wo es Bücher gehen, ob das an alle Sprachen. Es gibt Diskussionen über die Etüden, die den ILO gemacht hat, den Internationalen Gewerkschaftsbund, beim BIT. Es gibt Publikationen von Stiftungen als Centre de Recherche. Wenn ich das so von Stiftungen, als das nicht nur bei Stiftungen von Gewerkschaften, mit genug bei Stiftungen vom Patronat, bei der Stiftung Familienunternehmen aus Deutschland, wir nehmen die als Beispiel zu wählen, wo sich auch damit beschäftigt gehen, als wie wichtig ein gut Wohlbefinden auf der Arbeit ist. Heute in Lützeburg war die CSL, Chambre des Salariés, die zusammen mit der Uni Lützeburg den Quality of Work Index erstellt hat, den wir seit 2013 heute in Lützeburg kennen. Wo auch alle Jahre Bilder gezogen wird, an den immer eine große Aufmerksamkeit findet, und noch immer an den Zeitungen und an der Presse, was doch wichtig ist, an der Öffentlichkeit kommentiert wird. Die OMS, über die wir gestern Jahr in einem anderen Kader auch banniert hatten, die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Bien-être, un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l'autre les contraintes et les possibilités du milieu du travail. So weit OMS. De Larousse schreibt es ein bisschen anders. Am Larousse heißt es, le bien-être est un état agréable, résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme d'esprit. Wir gesehen, dass Definition, was der Bien-être als grundverschieden ist, sowohl an der Literatur wie an der Wissenschaft, wie auch wie jeder selber empfindet. Der Bien-être ist nicht nur eine Sache von der Gesundheit, aber auch von der Ergonomie, auch von den materiellen Konditionen, die hat, Arbeitsmarkt für zu schaffen, an die Begleitentschädigungen. Ob der Schaff, am Betrieb, am Alltag gibt es verschiedene Dimensionen. Verhalle vom Management, ganz interessant, an einer Etude von Gallup aus Amerika, so, dass da so grundverschieden sind. Bei ihnen, das ist ein großes Land, war doch breit, ob es von der einen Küste oder von der anderen Küste ist, aus dem Pfanne von der Leute, das Wohlbefinden bedeutet, grundverschieden. Bei den einen ist es mehr, auch das finanziell, bei den anderen ist es mehr, wie die Harmonie zwischen Arbeits- und Berufsleben.
Eng Etude vum Managermagazin aus Deutschland huet trop hingewiesen, dats et jo ganz viel Investor gëtt an de Kaderen fir Wellness wiegenter ze machen, fir ze Prävention ze machen, géint de Burnout, dat er an de selbechte Betrieber, wann et mir hofgeht, op der Leder ëmmer Mammer an de Moien investéiert gëtt, fir net ze so iwwer neich Stoers, und dats dat wichtig fir, dats dat die Wenneren soweit de Managermagazin wat jo net eng Zeitung ass die dem Salariat ganz no steht. Die Relation zwischen Privatleben und Berufsleben spielt doch eine ganz große Bedeutung, ob ein sich kann man den Betrieb familiarisieren, identifizieren oder auch nicht. Auch das tut mit der Gesundheit, mit der Motivation zu denen, wie das abgeholt wird. Dann ist ein großes Forderung an den Arbeitsrhythmus. Den Arbeitsrhythmus, wie schaffen ich? Schaffen ich an einer Kohle kontinu, wenn ich andere Arbeitskonditionen, wie schaffen ich mit einem Klient oder gesehen ich schuss all der Maschine. Auch dat as besänechtos an noch do reagiert all Mënsch grund verschschiide. Wéi sind Relationen at Nabeskolllege? En at Nabeskolllegen op der erbecht, en at der Nabeskolllege noch an der Freizeit, och dat spielt mat, wéi en sich filt, op der erbeg oder och net. An dann natierlech och gefiel am Betrieb gebraucht ze gin, an eng sinnvoll erbeg ze machen. An enger Etude, déi vun der 2018 vun der Job AG gemerk gin ass, hunn se darauf hingewiesen, dass heierns do Leiit sech vorstellen, fir wat seg Erbecht musssse machen. Well die Erbecht die se do ugestalt ginn, net ëmmer grad dem gréste Sonnen sprcht. Moies Christe gesot, dat dreeste Sage an de linken Eck, a wann ze alle goet hinnnerstalt is, hun se wächt dreest an dreetzen Eck. Oder an andere Betrieber méi administrativ, gëst an de Büro gesät, mat engem Schreibtisch as sos neich, der kiste gesot guckt, dats die schon rëmkris. Och dat gëtt an dat ass as enger Etude net ze Lützeburg méi vun der Jogger B aus Deutschland rauskom. An do ass et wichtech, wann der mat de Kollegien vun der Mobbing ASBL schwätzt, die aus Tropieweisen, dat se do am Fong sech kein Grenze ka firstelle, wat verschiedene Leiit afhält, fir heierns do, wann net froh mat de Mengegen oder de Männer ass fir den dann fir mat seweis ze drecken zu kugenéieren. Et ass wichtig, dats en gesunden Equiliber huet zwischen dem, wer de soll machen, an noch Gefühl huet, dat se gebraucht gëtt. Weil andere Falls ass dat net gut fir d Moral an dummer der noch net gut fir Motivationun. Bei all dee Studien, woch mech lo dat lächt Jo oder mat Beschäftschüner noch heierns do fir runn, fall ëmmerem op, dat en ëmmerem bei as skandinavsche Kollege Leiit Land fir festzustellen, wéiet am besten ass a wen et soll machen. A wann en den World Happiness Rapport vun der UNO guckt, stellt noch fest, dat Jo sinne dais Finnisch Kollege fir an 3 Joer wäret die Norwegech, fir do wären enke die Finnisch, dats eng en Rapport hunn, wéi mat de Sachen ëmgeet, da werdet bedeit. Familier, Berufsliewen, an noch Kollegialitéit der Freundschaft iwwer den Nächtstunden heraus an den Mittelpunkt ze setzen. D'Wirtschaft muss de Mënsch dingen an net de Mënsch der Wirtschaft. Schmengen dat as ganz wichtige Punkt, wann e schwätzt iwwer de Bien-être au travail, dat muss e wëssen, dats immer du nach de Mënsch muss am Mittelpunkt stoen. Afir dats de Mënsch kann am Mittelpunkt stoen, brauchen eng Schaff. Partizipation an eng Schaff hunn ass vun den Grundbedürfnisser vun all Mënsch, an all Mënsch wëll sech och dem Grundbedürfnis vum Arbeitsmarkt stellen. Am hunne Schomerk net he ze Lützeburg, wo mehr nach verwint sinn am Verglach zu andere Länder, wie das auch do wichtig ass der Schiedverein eng Erbestuet, die sinnvoll ass die mëlleft, sei Liewen zu gestalten, a gleichzeitig schon eng Satisfaktion gëtt. Aber dafür gilt doch, dass man nach alles müssen durchsetzen, für das man den Prozentsatz, obwohl man heute in Lützeburg schon beschäftigungsmäßig geguckt an Europa, einen guten Prozentsatz zu nach mehr Blut gesagt kriegen, respektive Stromerzölle an den Prozentsatz nach mehr Hof gesagt kriegen. Früher an der Industrie war Platz für alle Menschen. Ich will ein Beispiel von der Siderurgie, der hat auf der einen Seite Platz für die Budewärter, den Feste an 3 gehalten hat, an der hat Platz für den Affekot. Der hat auf der anderen Seite Platz für die Copyman, die sonst nichts gemacht hat, den ganzen Tag für die Kopien, die gebraucht sind, bis zum Ökonomist. Und auf der anderen Seite hat er Platz für den Lehrberuf bis zum Ingenieur. An so Betriebe, wo der alle Menschen nach der bringen konnte, gibt es halt
an eiser schnellleweger Zeit war keng méi. Fir net so gëtt keng méi. Fujitverreen och Meiglechkeet huet, no senge Kapazitéiten beschäftigt ze gin an noch dat das wichtig, dats ma dees bewusst sinn, an dats man do alles drusetzen, fir dat kënnen Znneren a fir de Leiit ze hëllefen. Op eng werbeg ze komme noch wann du Mama Intellektuellheet oder Mama Feinfühlegkeet verläng, dats mir das mocht de Leiit kënnen eng sinnvoll Beschäftigung gin. Och dauser Weiterbildung hunn ëmmer mé grossen Affloss. An der Zeit huet nu gefangen an engem Betrieb mat schaffen an der 4 Joer sind an demselbechte Betrieb an Pensionio ge. Och dat stellen wir immer méi fest, dat gëtt ne méi an immer méi stellen wir auch fest, dat Leiit ganz oft de Patron muss wiesen. An datselbech gëlt fir die Berufer, die Leiit haut erléieren, wo sind die an 10 Joer? Gëtt de Beruf an 10 Joer nach gebraucht oder ass den Beruf dann opgehowen an den Sprcht nemmi dem Berufsbild, so wie et haut de Fall ass. Dofir ass 1000 Weiterbildung vu ganz grösser Wichtigkeit, an dat gilt net nëmmen op dem nationale Spektrum, mir dat gilt doch an de Betrieber. Auch Gesundheit an Sicherheit op der Erbecht muss großgeschrieben gehen. Wir wissen, dass schon verschiedene Reformen gemerkt gesehen, andere sind nur geleiert gehen. Ich erinnere just bei der Restaurant Saxi da, wo er früher pro Wirtschaftssektor, wo den Koeffizient gerechnet gehen aus dem Prozentsatz, den der Betrieb muss bezahlen, how das es global. Da müsste man eigentlich darüber diskutieren, auch von der Haupt nicht im Moment, dass wir zu gucken, hat der als Sektor gut getan oder andere mehr oder andere Mama. Weil die Zeit war ein Unterschied, bis zu 8% von die müssen bezahlen, weil dort Mortalität respektive andere Probleme viel mehr groß waren. Weil all Invest an Gesundheit und Sicherheit als guten Invest und als wichtig auch für Leute, die da schaffen, und als auch wichtig für den Betrieb. Und da muss ich noch eins sensibilisieren. Ich meine, dann habe ich Energie mehr Culpa. Ich kann mich schon mal erinnern an einen Betrieb, ein heißt Haudanisch, Zöschedel, wo ich immer gesagt, du musst einen Helm tun. Ich kann ja aber so, wenn der Chef nicht an der Gegend war, als der Dich wird gemerkt, dass den Helm aufgetan geht. Aber wenn du kommst, hat er gepafft und nicht schützt seinen Helm getan. Das ist so ein Beispiel, wo ich noch nicht verlegen in einer Randshebe, wo ich kann von mir selber zählen. Und ich meine, dass doch danach so Probleme Haut gibt, wo ihr noch sowohl das Salarié uns doch muss rappelieren, was Sicherheitskonditionen sind, wie auch den Betrieb zu erinnern, dass man alles muss machen, für die Sicherheitsmoyen auch die Salarien zur Verfügung zu stellen. An also immer mehr schnelllebiger Zeit gibt es immer mehr Leute, die nämlich aufschalten können. Aufschalten von dem, was auf der Arbeit da läuft, und dann holen das mal Themen. An der Stau, die 2 Stunden oder die 1 Stunde für heim, dreht nach etwas weiteres dazu bei. Morgens auf der Arbeit Stress, Mobbing, Burnout, das sind alles davon Konsequenzen. Aber wenn ihr liest, dass zwischen 16 und 19% von den Leuten dem Risiko ausgesetzt sind von einem Burnout, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann heißt es, dass man da mal etwas erholen muss, für das nicht mehr der Fall ist. Ich hatte Gespräche mit der Mobbing-SBL, auch an dem heutigen Fall haben sie mir erklärt, was da alles für Fantasien gibt. Sowohl auf der Salariatzeit wie auf der Patronatzeit, was den da erlebt an dem Kader, und das doch da wichtig ist, eine Regel vorzuschreiben. Weil alle guten die Misere, den ihr hört, sie haben den Beruf, den hält jemand an der Familie, und das, was nicht klappt an der Familie, hält jemand an den Betrieb. Und das ist da wichtig, dass wir da alles machen, für das besser leben, dass das viel mehr verzahnt an den einen ergreift. Aber noch Konsequenzen von all dem, ob Krankenkäse, ist ganz groß. Wenn ich schwätze von der Krankenkäse, schwätze ich von Krankenscheiner an Absenteismus, an der Schwätzen von den Medikamenten. Ich hatte am Vorfeld von dieser Debatte und der Minister Roman Schneider eng vorgestellt, soll als mal löscht von den Medikamenten gehen, die am meisten verschrieben gehen, aber was Medikamente das dann so sind. Das geht von Beruhigungsmitteln bis auf Abputschmittel, weil wir Beruhigungsmittel immer schaffen gehen. Und dann haben wir Abputschmittel, dann haben wir auf seine Schlafpillen, wir können noch zu schlafen. Und dann, nicht leid, wenn die Statistik ändert. Und dann haben die enge Leute, also ich muss da ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Problem nicht. Da muss ich sich auch vorstellen, wenn ihr die Liste liest, die Medikamente für Mo, an Darm, an Gel, da muss ich sich auch
ha sie Leute, die méi vun de medizinsche Sache verstehe wie ich, dass der doch mat bedeit, dass het eng unzufrieden hin huet, dass en dofir och mat denen Organer Schwierigkeiten krise. An alles dat belächt Gesundheit vum Patient, vum Schaffenden, an aber auch gleichzeitig Finanzen vun der Sozialversicherung. Dofir also wichtig, dass man méi intensiv als man wohlbefannen op der Arbeit beschäftigen, an noch die richtige Akzente setzen an Prävention. Wann ich so Prävention, dann hast der sowohl op der Arbeit wie auch sos an der Gesundheit, dass es muss wichtig sein, dass die Prävention etwas wert kachten, mit das den Invest, den sich ja nur Zweck bezielt. Weil man nämlich nur Männer muss investieren an den Heilungsprozess, für das alles rückgängig zu machen, dann nur habe ich gemerkt, sowohl für den Case von der Krankenkäse, wie aber auch für die betroffenen Leute, und für auch die Betrieber, die mit den Leuten zu dienen haben. Weil alles das, wenn Wohlbefinden auf der Arbeit gut ist, also sowohl zum Vorteil vom Salarié, wie auch vom Betrieb. Zufrieden mit der Arbeit sind wir mehr produktiv und mehr effizient. Für Mitarbeiter, die schon morgens schlecht gelaunt, aber wieder auf die Arbeit gehen, die bringen es nicht fertig, eine Dynamik zu entwickeln, die auch für den Betrieb gut ist. Wohlbefinden ist sowohl für den Menschen körperlich, wie auch geistig, und es muss am Anklang stehen mit seinem Umfeld. Es gibt Leute, die brauchen Stress, dann ist das der positive Stress, und die Personen sehen das als Motivation an. Ich kann da ein paar Purse, für dann direkt so. Andere Leute kriegen bei Stress aus den verschiedensten Ursachen Konzentrationsschwierigkeiten und automatisch fällt auch Produktivität. Und es gilt dafür, ein Arbeitsumfeld zu schaffen bei allen Mitarbeitern, dass sie gerne schaffen kommen. Und dass es wichtig ist, dass man den Faktor Wohlbefinden auch am Betrieb, auf der Schaff ersetzen. Aber was gehört dazu? Erstens die Wertschätzung von den Vorgesetzten an den Arbeitskollegen, heißt gleich der Respekt. Zweitens ein Betriebsklima, das gut ist, dass man ein Vertrauen schaffen muss zwischen den einzelnen Leuten, die am Betrieb sind, und dass ihr noch Vertrauen hat mit den Leuten, die schwätzt, und ob der Respekt auch gut ist. Drittens eine ungemäße Belastung, was heißt das? Nicht, dass den einen Arbeitsmoes kriegt für 10 Stunden und den anderen für 12 Stunden. Und dann müssen sie gucken, über die Runden zu kommen, die noch bleiben. Weil die Leute haben ja ein Problem mit der Überforderung. Eine effektive Kommunikation, dass auch jeder weiß, wer das in einem Betrieb lebt. Er lernt mir eine Klammer zu machen. Ich meine, heute sind da viel auf der Spurkäse erwäscht. Und ich war ein bisschen erstaunt, wie sie mitgekriegt haben, dass ihre Agence zugemerkt wird. Wir haben eine gute Kommunikation, wäre nicht schlecht gewesen, dass Salarien, die da schaffen, auch am Vorfeld wissen, was los ist. Auch das ist ein Problem. Die Chance auf eine Weiterentwicklung, aber nicht so eine Weiterentwicklung, das ist nämlich die 5 von den Maßnahmen, die ich vollzogen. Bei der Weiterentwicklung ist das doch gesagt an dem Betrieb, dass du weiter kannst und dass du eine Chance hast, auch in den neuen Produktionen mitzuschaffen. Es muss Möglichkeiten bestehen. 6. Die Abschiedsmöglichkeiten für betriebsintern eine Chance zu holen, auch für uns zu kommen, an eine Perspektive zu noch anderen Sachen zu machen. Das ist die Ergonomie, weil auch bei der Ergonomie ist es wichtig, dass ihr daran investiert, weil Herr Noah ist direkt, die Kopf, die Knie, dem noch was er bestehen möchte. Und hier ist es mehr einfach, den richtigen Stuhl zu holen, das richtige Arbeitsgeschirr zu holen. 8. Die Ordnung. Auch die Ordnung ist ganz wichtig. Die brauchen ein bisschen Chaos, andere Männer, aber da sind sich auch da rümpfen bei der Arbeit, die ihr möchtet. Und natürlich auch, 9. Punkt, Proprietät und Hygiene. Weil auch das ist wichtig, weil wenn das Büro oder Platz, wo du schaffen, immer knascht hast, hast du keine Lust für die Kinder zu gehen. Weil da bleibst du lieber daheim und du musst lieber andere Sachen. Und das feiert dann zu Frust auf der Arbeit. Und das feiert doch automatisch, weil Frust bedeutet auch gleichzeitig Krankenschein. Und das ist ein Punkt, wo es gilt, da gehen 40 Uhr. Die löscht mit den Punkten, die ich schon gesagt habe, ist nicht limitativ. Da kann ich nach 20 anderen Punkten dran setzen, aber das sind die Hauptpunkte, die immer beim BIT, bei der ILO und noch bei Gallup, dass die letzte Bericht, den ich gelesen habe, immer rumkommen. Es sind da Plätze 15 oder Plätze 10, es sind immer die Donen, die sich als Haupt herausstellen. Das ist wichtig, dass wir mit allen Beschäftigten darüber schwätzen und dass wir auch da mal motiviert kriegen. Und noch die neuen Arbeitsformen wie Teletravail
an Homeworking bringen neue Herausforderungen op die Beschäftigten. Das sicher enger Lesung, dem du wusste Wunsch, wenn du morgens keine 2 Stunden mehr brauchst, für auf die Arbeit zu kommen. Wir müssen aufpassen, ob das nach an der digitalen Welt kann passieren. Trennung zwischen der Arbeit und Berufsleben ist ganz wichtig. Und da muss doch Möglichkeit sein, dass aufgeschaltet wird. Der alle Guten oder mehr alle Guten haben so einen kleinen Apparat an der Tasche. Und dann was 24 Stunden und auf 24 Stunden 7 Tage an der Woche erreichbar. Allmail geht samstags an der Not beantwortet, also sonntags morgens frei. Wir bringen es nicht mehr fertig aufzuschalten, das ist aber wichtig, dass doch da Leute nicht müssen den Patron 7 Stunden, 24 Stunden den Tag, 7 Stunden vor, an 365 Tage am Jahr zur Verfügung stellen, mit dass es da Möglichkeit besteht, den Apparat auszumachen, und nicht direkt müssen zämpfen. Und ich meine, noch da ist es wichtig, dass man auch legislative Initiativen holen, wenn ihr muss, aber wenn ihr nicht muss, den Patron zur Verfügung stellen. Auch andere Probleme bringen beim Teletravail an Homeworking mit sich. Wir müssen auch da, überspitzt formuliert, Leute für sich selber schützen. Wenn sie nämlich eine Arbeit kriegen und sie meinen, sie müssen immer nichts machen, für dann die Lehre fertig zu sehen, auch da ist es wichtig, dass wir denen Leuten die Hilfe geben, die sie brauchen, dass sie wissen, wie sie sich organisiert kriegen. Weil ich kenne Leute, die haben einmal das Erlebnis gekriegt, von daheim aus zu arbeiten, und sie Freitags müssen aufliefern, und du hast dann Donnerstags Nachtschicht gemacht, für dass die Arbeit noch Freitags aufgeliefert gehen, weil die Menschen an Donnerstags andere Prioritäten gestaltet. Du hast doch wichtig, die Leute, die Formation zu gehen, für das zu lernen, und nicht einfach zu sagen, von morgen kannst du von daheim aus schaffen, und du weißt nicht, was du alles von den Jahren gefahren hast. Es ist auch wichtig, dass wir überlegen, was mit der Informationsüberflutung ist. Und noch alle guten schönen Beispiele für Drogin. Steht für von Erschkrit am Tag mailen, von sich alles dort vorstellt, wie wird den da Mail kriegt. Was dann als Replay to all, und dann Antwort to all, und dann wird den Heiz der Sache drauf, wo sich vorstellt, was soll das? Und andere Mailen, die vielleicht wichtig wären, die Mistlese von dem, lese den nicht mehr, weil den doch fest bei der Person oder dem Gremium, was er da beschickt, möchte den delete oder lädt ihn wohl auf Seite. Und das, Damen und Herren, die Freunde, doch da ist es wichtig, dass wir uns mal die Beschäftigten an der Kommunikation, wie wir das alles hinkriegen. Das hat teilweise mit der Formation zu tun, und das hat aber auch teilweise damit zu tun, dass wir den richtigen legalen Kader dabei schaffen. Und der Mail hat doch etwas anderes, das Mapput, weil alles anders, das wie positiv ist. Dem wir wieder schaffen da 3 Stück auf dem selben Stock. An der Zeit sind sie abgestanden. Und dann sind wir den anderen an das Büro gegangen und haben sich vorgestellt. Heute bleiben sie sitzen. Und sie möchten dem anderen Mail, für zu fragen, ist das schon fertig? Und auch das ist nicht gut. Und auch das gilt zu bekämpfen, weil auch dort die Leute sich mal bewusst machen, schon allein auch, dass du die Bewegung musst, dass du nicht eintönig bleibst, als erstens gut für den froh will stellen, mit der Sommer gut für den vorgestellt kriegt, dass er nicht die ganz 8 Stunden just für seinen Schirm sitzt, und ob all die Mail in Antwort mit der Sommer für den, was du schwätzt. Auch das ist wichtig, und auch das hört man am Wohlbefinden zu denen. Und auch da den kann ich mit einem legislativen Kader lesen. Mit der das geht just mit normalem Menschenverstand, und das geht auch just, dass es Leute, sowohl als die Betrieber wie auch die Beschäftigten mit Führung hält. Wir brauchen dafür eine Sensibilisierung für den Bien-être-au-Travail. Also ist es nicht nur Englisch, dass der Arbeitsminister das soll mal realisieren, weil ob man den normalen Menschenverstand bei 2 Leuten bei dem Büro bei sich spricht, weiß ich nicht, ob man das kann. Aber das wird man ja nur sicher selber so. Ich muss Ihnen sich auch vorstellen, dass die verschiedenen Betriebe sich weiterentwickeln an all diese Sachen vom Bien-être, genauso wie die Leute, genauso wie Delegationen, dass auch die einer Aufgabe weisen und auch darauf hingewiesen kriegen, wie wichtig ist das, die Probleme da umzugehen. Der Arbeitsklimaindex, auch das, was in Deutschland geht, auch als in Lützeburg, schon nicht für gesagt, wo CSL und Duni am Gang ist, die weisen darauf hin, was Prioritäten sind von den Leuten. Und stell dir fest, was am Kader mir hochgehen, das ist immer mehr Pai, aber dann ist es immer mehr oft Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und noch Möglichkeit, seine Arbeitszeiten selber zu gestalten. Das ist mehr wichtig als das Gehalt. Bei den untersten Lohnkategorien stellt ihr fest, dass es für allem Pai ist,
an Paiers. Mit dat hängt Grund verschiedene vun of an schmengen das noch do wichtig fir, dass man enkeier verschiedene Pilotbetrieber gifen heraushölle, fir auch dummer zu gucke, wie dat ze Lützeburg as sicherlech ass den rapport vun der CSL vun der Uni Lützeburg eng interessant hëlleft dran, méi du gëtt er méi iwwer Alterskategorie generell, mit ass enormerläit an engem Betrieb guckt, dat bedeider wie dort dem Fannen ze Lützeburg ass verloch dat, dreht du ze bei fir Prioritäten an der Politik zu setzen, an das wichtig fir Eisheilbannen dadurch zu wëssen. schon mal einfach erlaubt zu so, dass sowohl den deutschen Arbeitsmarkt wie auch den belgischen Arbeitsmarkt und den französischen Arbeitsmarkt doch aber deelweise auch Bedürfnisse Wertheit zu Lützeburg rumgehen, auch wenn wir wissen, dass Paien dominiert ist, die wir dafür als tun wie billig, wie das dann auch da gesagt, was du alles raus können, und da würde ich schon so, dass der allerwichtigste bei den Algorithmen den Info war, dass der Wohlfühlfaktor an den Faktor gebraucht zu gehen, die Lungen sowohl an der Belg bei 30% an Deutschen bei 40% für das Gefühl zu holen, dass die gebraucht ist und dass die Werbestiste muss, dass da doch wirklich eine Wertschätzung ist, sowohl vom Betrieb wie vom Klier. Also ich muss so, der beweist ja aber auch, dass die Leute interessiert sind, wenn ihre Arbeit mir das auch wollen, dass ihr noch versteht, was die Arbeit das diese machen. Ich meine, das ist ganz wichtig für, dass wir dort zusammen sensibilisieren, aber nicht so zusammen sensibilisieren, dass das muss so sowohl an die Betrieber selber, Betriebschefe wie auch Salarien für sich stets auch bewusst zu sein und noch für alles daran zu investieren, dass die BNE wichtig geht. Und nicht der Damen und Herren, Freunde, will auch so, dass man ein agreeabel Fried ist, dass man eine Motion, die wir proposiert hatten, da wo wir mit den Kollegen von der LSAP-Fraktion oder der P-Fraktion, die Grünen, mit den Kollegen vom RDR, von den Piraten, dass die Matronen, und dass wir da zusammen vorgehen, als Kollege von der Linken und nach ein Problem damit, aber auch das werden Sie als Hanno selber so, mir das doch wichtig ist, dass wir einen Akzent nach draußen gehen, wo wir können so, die Chamber geht gerne geschlossen, an der Debatte über die Bien-être 4. Ich habe mir gewünscht beim Polsinger über Dortmund für selbst gewesen, mir Wünsche an Drehen, der wir nicht mehr holen, sondern die kann ich noch sich Ziele setzen. Wir an der Emotionen wollen wir so, dass es wichtig ist, dass wir eine Promotion machen für die Bien-être und dass es doch wichtig ist, dass wir über all die Sachen schwätzen, an der legislative Kader schaffen, wie den Teletravail, dass wir eine Diskussion führen über die Organisation von der Arbeitszeit, dass es möglich ist, Salariat, Berufsleben an Betriebsleben besser bei denen zu verbannen, wohl wissend, dass all Betrieb einer Vierstellungen hört, an all Betrieb auch einer Biswellen hört. Ich meine, in dem Mähmaschinenverkehr braucht im Dezember, obwohl, was das ja los war, braucht nur Männer, Leute, an den die Schneeschöpfe verkauft, braucht auch vielleicht keinen am Juli. Das ist dafür, wo ich so, wo ich noch immer individuell muss gucken, was da verlangt das. Dass wir mehr machen, noch mehr investieren an Prävention gegen die Gesundheit, gegen Accidenten. Dass man, der Minister hat das schon beim Budget angekündigt, dass wir auch die Sicherheitsleute, das heißt die ITM, mehr Möglichkeiten geben. Sowohl geht nicht nur allein beim Personal, es geht auch wichtig, dass wir Kader schaffen, was sie alles können kontrollieren, aber wie sie sollen kontrollieren, für das auch die Arbeitssicherheit eine große Rolle spielt. Das ist wichtig, dass wir, und da tun Kollegen vom Mobbing mal wie viel Mal gesagt, dass wir endlich legislative Kader kriegen beim Anti-Mobbing. Das ist doch da wichtig, dass der Schiedsrichter weiß, wer das der den, wer das der andere, weil da leidet doch der den, der andere durft nur bei denen. Den einen empfindet es als Mobbing, wenn er gesagt hat, du musst abschaffen. Den anderen, bei dem anderen als Mobbing, es ganz anders, dass der geht an den Eck gedreckt, an der kriegt einer Probleme. Und dafür ist es doch immer wichtig. Und dafür ist es doch nicht so einfach, das von heute mal zu lesen. Mir Jitrin hat ein anderes Gefühl. All Mensch, all Person fühlt das, was ihm geschieht, ernst. Den einen, wenn sie zu dem sich alle raptisch nach einkehren, der findet das schon als Attack. Den anderen sieht man ja, da brauche ich uns da für appelliert zu gehen. Und auch da ist es wichtig,
dass wir uns bewusst sind, dass wir im Schwebebalken am Turnen, du musst wissen genau, wo du dich bewegst. Das auch das, was die Herausforderung wert sind bei einem Anti-Mobbing-Gesetz, dass du nicht da dient oder da danach muss. Es ist auch wichtig, dass wir Konvention vom BIT, die letztes Jahr ist ulässlich dem 100-Jahr-Feier von der Bureau International du Travail, dass wir die können ratifizieren über Violence und Harcèlement. Das ist wichtig, dass wir die Arbeitsmedizin renforcieren und dass wir auch da die nötigen Moyens geben, für das da, wann über Gesundheit auf der Arbeit auch da kann, mit diskutieren und auch die legislative Kader da mich streng machen. Und dass wir auch gucken, schadet für du gesagt, moderner Moyen den Droit de Déconnexion, dass dort Möglichkeit wird, legal das auszumachen und dass dann nicht braucht zu fertig. Wir ja schon darauf Freitag 10 Uhr das geschrieben und du hast Lohn noch nicht gemerkt, weil du meinst, um 6 Uhr schaffen könnt. Auch da muss ich aufpassen, aber gleichzeitig, dass es doch wichtig ist, dass wir über alle Inegalitäten, dass wir uns auch da mal beschäftigen und dass auch da wichtig ist, dass alles in der Hall geht. Aber wenn es so Inegalitäten, dann ist das sowohl zwischen Frauen und Männern, was den Lohn und die Arbeitskonditionen nur belangt, mehr Kolleginnen und Kollegen, dass auch die Inegalitäten, die als Leute erleben, die eine Mobilität reduziert, die nicht mehr gerade so mobil sind, dass wir auch da alles durchsetzen, für die können mit an das Arbeitsleben ranzubringen. Und da, Herr Präsident, gebe ich euch Motion geben. Ja, Damen und Herren, liebe Freunde, ich gehe auch davon aus, dass alle unterschrieben sind, dass der Minister, ich würde auch sagen, dass es für uns wichtig ist an der Kommission. Wir hatten schon eine Debatte darüber, dass wir uns nachher auch mit der Thematik hier beschäftigen, weil es wirklich wichtig ist, am Ende vom Arbeitsmarkt, dass wir den Bien-être au Travail auch hier an den Mittelpunkt stellen. Ich weiß, dass es ganz viele Prioritäten gibt, dass wir ganz viel legislativ da müssen schaffen und dass dann nicht alles von Haut auf morgen geht. Verschiedene Sachen sind schon an der Pipeline, verschiedene Sachen werden noch kommen. Aber ich meine, dass es wichtig ist, dass wir für alle eine Message haut aus der Chambre rausgehen, dass wir die Sachen hier am Dialog sozial fertig bringen, dass wir den Droit de Déconnexion, dass dem muss diskutiert gehen, unter den Sozialpartner, mir muss aber genauso klar sein. Und Sozialpartner sich nicht ernst gehen, dass dann die Regierung respektive die Chambre muss ja Responsabilität tun und dass wir das nicht immer können für uns drücken. Das wird noch an all andere Punkte sein, auch bei Santé, Sécurité und anderen, wo ihr kann alles am Sozialdialog probieren. Wir muss aber nur noch klar sein, wenn das nicht machbar ist, dann muss mehr als Chambre als Responsabilität tun. Und ich meine, auf alle Fall bei dieser Debatte, die noch folgt mir aufgrund von dem Zustimmung bei der Motion, die wir zusammen ausgeschafft haben, dass wir doch fertig werden bringen, den Nature Center nach draußen zu gehen, über den Bien-être au Travail, und dass das dummer gelingt. Vielmals merci. Merci vielmals, Herr Spautz.